You say who I am. Danke vielmals, Lea, für das Lied, das wir dürfen singen miteinander. Was für ein powerfules Lied, das uns gerade nimmt ins Thema vom heutigen Morgen, unsere Identität. Wir haben am letzten Sonntag von Florian dürfen hören, dass wenn wir von Neuem geboren werden, dass wir Kind von Gott werden. Theologisch sagt man dem auch, man wird adoptiert bei Gott. Das ist ein anderes Wort dafür. Und über das wollen wir heute miteinander hören. In meiner Jugendzeit hatte ich einen ganz guten Freund. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Jochen hätte geheissen. Und in einem von diesen Gesprächen, wo wir Musik gehört haben und einfach gute Zeit hatten miteinander, sagte er mir: Hey Matthias, übrigens, weißt du was? Ich bin adoptiert. Ich bin für einen Moment verschrocken. Ich habe nicht genau gewusst, wie reagieren. Was ist das überhaupt, adoptiert? Ich habe nie irgendeinen Freund gehabt, der adoptiert war. Und ich habe nicht gewusst, wie reagieren. Ich habe schon gemerkt, dass er nicht so fest seinen Eltern ähnlich aussieht. Aber ich habe nicht gewusst, was sagen. Und dann hat er mir erzählt, wie seine Adoptiveltern ihn ausgesucht haben, wie sie ihm die Zuhause gegeben haben, wie sie ihm Gott lieb gemacht, auch die Hei. Aber etwas ist geblieben. Der tiefe Wunsch in seinem Leben, die kennenzulernen, wo seine eigentlichen Eltern sind. Wer ist mein Vater? Wer ist meine Mutter? Ich glaube, die Eltern wirklich zu kennen, Eltern zu haben, ist ein tiefes Bedürfnis von uns Menschen. Das hat Gott in uns hineingelegt. Und wir sind dankbar für biologische Eltern, die wir haben dürfen. Man ist privilegiert und darf dankbar sein, wenn wir es gut dürfen haben, die Hei und bei ihnen aufwachsen. Aber nicht für alle ist das so. Aber was noch viel wichtiger ist Folgendes. Von Gott her selber liegt ein Wunsch in jedem Mensch, Gott kennenzulernen. Und zwar der Gott, der uns Vater sein will. Und zwar der beste Vater, den es gibt. Der herrlichste Vater, den es gibt. Wirklich ein perfekter Vater, der überaus liebevoll ist. Wenn wir von neuem geboren werden, uns Jesus zuwenden, überkommen wir Gott zu unserem Vater. Und was das bedeutet, was das heisst für uns, das werden wir heute anschauen miteinander. Und wir möchten den Text lesen aus der Bibel, aus dem Galaterbrief. Da heißt es in Galater 4,1: Stellt euch vor, ein Vater stirbt und hinterlässt seinem unmündigen Kind großen Reichtum. Doch dieser Erbe ist, bis er erwachsen ist, nicht besser dran als ein Knecht, auch wenn er in Wirklichkeit alles besitzt, was seinem Vater gehörte. Er muss seinen Vormündern gehorchen, bis er das Alter erreicht hat, das sein Vater festgesetzt hat. So war es auch bei uns, bevor Christus kam. Wir waren Diener dieser Welt. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Ihr seid keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. In dem Text wird erzählt von einem Sohn, der unmündig ist und wo später ein Erbe antritt und eingesetzt wird eigentlich als Sohn. Vermutlich ist der Text auch zurückgegangen auf einen Brauch im Römischen Reich damals. Und zwar ist Folgendes der Fall gewesen. Ein Sohn war gleichgestellt einem Sklaven zu Hause. Es war ein Kind. Er hatte kein Recht, er hatte auch keine Privilegien gegenüber den Sklaven. Und er hatte normalerweise einen Vormund, der ihn entweder erzogen hat oder über ihn bestimmt hat. Ihm haben Freiheiten gefehlt, ihm haben Rechte gefehlt. Und entweder durch den Tod vom Vater oder durch einen Zeitpunkt, wo der Vater bestimmt hat, ist der Sohn jeweils eingesetzt worden als effektiver Sohn, als rechtmäßiger Erb von dem, was ihm später dann auch zugestanden ist. Und Teil sind ihm auch in dem Moment auch zugesprochen worden. Und das hat einen riesigen Unterschied gemacht. Und zwar hat er eigentlich vom Status Sklave einen neuen Status bekommen als eingesetzter Erb, wo er Freiheiten hatte, wo er Sachen entscheiden konnte, auch im finanziellen Bereich. Und das ist eigentlich genau das Bild, das Gott da für uns braucht.
Es heißt, ihr wart früher versklavt unter die Elemente dieser Welt. Das heißt in einer anderen Übersetzung im Vers 3. Und was heißt denn das? Bevor wir Jesus kennengelernt haben als Retter, haben wir unter den Elementen dieser Welt funktioniert. Das kann verschiedene Auswirkungen haben in unserem Leben. Viele Menschen glauben an die Macht der Sterne, dass die Sterne einen Einfluss haben auf unser Leben, dass sie unser Schicksal bestimmen. Andere glauben, dass unser Leben abhängt irgendwo von irgendwelchem Glück, das uns begleitet. Vielleicht Glück durch die Eltern, Glück durch andere Menschen, Glück im Lotto, ein Sechser im Lotto oder durch die wirtschaftlichen Umstände. Und dass es geschaffen wird, vielleicht durch unserem Leben, durch viele gute Entscheidungen, wirtschaftliche Entscheidungen, Freundschaftsentscheidungen. Und andere glauben, dass es in erster Linie kommt durch Selbstdisziplin, indem man etwas dran setzt im Leben. Mach etwas aus dir. Aber wenn man zurückschaut im Leben, sieht man, dass viele von diesen Lebenskonzepten letzten Endes scheitern und es lässt uns irgendwo im Ungewissen. Wer bestimmt denn über unser Schicksal? Wir sind wie verkauft unter die Elemente dieser Welt. Aber die Bibel sagt, dann ist Jesus gekommen. Und dann ist ein Wechsel passiert. Durch Jesus ist es möglich geworden, ein Leben in Freiheit überzukommen, wo der wunderbare Vater über unserem Leben wacht, wo nur so unser Bestes wirklich vorhat. Wir bekommen eine neue Freiheit. Wir bekommen Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Wir bekommen Vergebung von unseren Sünden. Wir bekommen eine Freiheit auch von diesen Zwängen in unserem Leben, müssen den negativen Leidenschaften zu folgen. Und wir bekommen das Geschenk vom Heiligen Geist, steht auch da in unserem Text inne. Und obendrauf tut Gott etwas, was eigentlich gar nicht nötig war. Er schenkt uns Gottes Kindschaft. Er adoptiert uns als Söhne, als Töchter von Gott. Das ist so vielleicht wie das Tüpfeli aufs I oder Sahnehübli, irgendwie der feine Schlagrahm auf einem Coupe Romanov. Und was heisst das? Adoption oder Gottes Kindschaft hat verschiedene Auswirkungen und 4 möchte ich heute anschauen mit uns. Erstens, wir bekommen eine neue Identität. Das Zweite ist, Jesus wird unser Bruder. Und das Dritte ist, dass wir eine neue Familie bekommen. Und das Vierte ist, dass Gott unser wunderbarer Vater wird. Die 4 Sachen wollen wir schnell anschauen miteinander. Eine neue Identität. Ich bin stolzer Vater von 2 Töchtern. Und das hat für mich geheißen, ich habe 2 Filme mit ihnen schauen. Plötzlich Prinzessin 1 und plötzlich Prinzessin 2. Und in dieser Geschichte geht es eigentlich um Folgendes. Ein Kind wächst auf, nicht in seiner eigentlichen Familie. Und eines Tages kommt der Brief rein, komm an den Königshof. Und sie stellt dort fest, wow, ich bin eigentlich eine Prinzessin. Ich bin eigentlich eine Königstochter. Und auch wenn sie eigentlich bleibt, wie sie ist, muss sie doch vieles lernen. Sie merkt, ich habe neue Privilegien, ich habe neue Möglichkeiten, ich habe Segnungen in meinem Leben, die ich vorher nicht hatte. Und sie lernt eigentlich, man kann sagen, höfisches Benehmen. Und ich denke, ganz ähnlich ist es mit dem, was Gott in uns tut, wenn wir Kinder Gottes werden. Wir bekommen eine neue Identität. Ich bleibe zwar der Matthias, gewisse Grundzüge, mein Aussehen und so weiter, das verändert sich nicht. Aber Gott gibt mir eine neue Identität, die nicht mehr abhängig ist von dem, wie die Menschen sonst denken. Schaut, sonst können wir unsere Identität doch anknüpfen an viele Sachen. Beispielsweise, wie wir aussehen. Der Schöne, der Reiche gehört die Welt, denken wir. Wenn man nicht so schön ist, wenn man nicht so reich ist, wie ist es denn? Viele machen ihre Identität fest an dem, ob sie intelligent sind oder nicht so intelligent sind, ob sie erfolgreich sind oder nicht so erfolgreich sind, ob sie eine coole Familie haben oder ob sie keine Familie haben. Aber weißt du was? Gott sagt dir etwas ganz anderes. Er sagt dir, deine Identität liegt nicht mehr bei diesen Sachen, sondern dass du ein Kind bist vom lebendigen Gott. Und das ist eigentlich das Ende in unserem Leben von aller Minderwertigkeit. Wenn wir anfangen zu checken, ich bin ein Kind, ein Prinz, eine Prinzessin vom lebendigen Gott, hey, wie cool ist denn das?
Das ist so wunderbar. Es erhebt uns, es macht uns unabhängig. Letzten Endes von dem, wie Menschen unsere Identität irgendwo definieren wollen, uns definieren. Das ist das Beste, das ist das Größte, was es gibt. Und weißt du, dass Gott möchte, wenn wir Kind werden von Gott, dass wir lernen umdenken. Und zwar aktiv lernen umdenken. Wenn wir falsche Denkweisen erkennen in unserem Leben, wenn wir so Minderwertigkeit erleben in unserem Leben, dass wir ganz bewusst in diesem Moment daran denken, hey, Moment einmal, was macht mich kostbar? Was macht mich wertvoll? Es ist nicht das, was Menschen denken, es ist nicht mal das, was ich fühle, sondern was Gott sagt über mir. Ich bin ein Kind von Gott, ich bin ein Prinz von Gott, ich bin Prinzessin von Gott. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Mach dein Leben und deine Identität fest an dem, was Gott sagt. Und so kannst du dankbar mit dieser Gotteskindschaft leben. Das Zweite ist, Jesus wird unserem Bruder. Ich weiss, das ist ein Thema, wo man vielleicht nicht so viel hört. Aber es steht im Hebräer 2, Vers 11 Folgendes. So haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Das ist ein gewaltiger Booster für unsere Identität. Überleg dir doch mal für einen Moment. Vielleicht wäre es für dich wirklich toll, du könntest sagen, der Roger Federer ist mein Bruder. Oder vielleicht der Alain Berset. Oder vielleicht der Daniel Koch. Aber weißt du was, so ehrenvoll das auch wäre, es gibt eine Erde, die ist noch viel grösser. Jesus nennt dich und mich Bruder und Schwester. Das zeigt uns, wie fest Gott uns erhebt. Es zeigt uns auf der anderen Seite auch, wie fest Gott wirklich auch auf unsere Ebene kommt. Eines Tages sind Menschen zu Jesus gekommen und haben gesagt, hey, lass mal, draussen stehen deine Brüder und deine Schwestern, die wollen etwas von dir. Und in dem Moment sagt Jesus Folgendes in Markus 3. Er sagt, wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. In dem Moment sagt Jesus Folgendes, weißt du was, wer den Willen von Gott tut, der wird ein Bruder für mich. Und das fängt an, in dem Moment den Willen Gottes zu tun, wenn wir von neuem geboren werden. Wir entscheiden uns für Jesus. Es geht weiter, indem wir mit Gott leben und sagen, hey, ich will dir gefallen, ich will wirklich mit dir leben und ich will deinen Willen tun. Ein riesiges Privileg. Jesus ist mein Bruder, er ist dein Bruder, wenn du zu Jesus gehörst. Und das Dritte ist, wir bekommen eine neue Familie. Wir bekommen Brüder und Schwestern, heisst es in der Bibel. Das ist eigentlich die beliebteste Frage von mir. Wenn jemand Jesus neu aufnimmt in sein Leben, dann sage ich, schau, jetzt ist Gott dein Vater geworden. Er ist dein Vater, er ist mein Vater. Überleg doch mal ganz kurz, was sind wir? Und dann nach einem Moment vom Nachdenken, bis jetzt war es immer so, fangen alle anfangen zu smilen und lachen und sagen, ja, dann heisst das ja, du bist jetzt mein Bruder. Und das ist eine Überzeugung, ich denke jedes Mal ein Wunder von Gott. Das kann nur der Heilige Geist bewirken. Eine Überzeugung, der Mensch neben mir, das ist mein Bruder, meine Schwester. Und das ist das nicht gewaltig. In dieser Adoption bekommen wir eine neue Familie, eine göttliche Familie. Heißt nicht, dass die biologische Familie nicht wichtig bleibt, aber diese Familie, die ist ewig. Und warum ist das auch so wichtig? Manchmal verlieren die Leute, wenn sie sich für Jesus entscheiden, die Akzeptanz und die Liebe von ihrer eigenen biologischen Familie. Man wird ausgegrenzt. Wie viel wichtiger ist es, dass man diese Familie hat, eine geistliche Familie, auf die man zählen kann. Oder andere haben vielleicht gar nie eine richtige Familie gehabt. Und zum ersten Mal erleben sie, Gott beschenkt mich mit einer Familie. Und in dieser Familie tut Gott etwas. Er schenkt uns Liebe zueinander. Er schenkt uns etwas Natürliches und das erlebst du. Sobald jemand sagt, hey, ich glaube im Fall auch an Jesus, da ist sofort das Vertrauen da. Etwas, das nur Gott schenken kann. Ich weiss, in dieser Familie müssen wir dann auch lernen, einander zu vergeben, einander anzunehmen, wie wir sind, weil es ticken nicht alle genau so, wie du willst, dass sie ticken. Wir sind so unterschiedlich, aber es ist ein guter Lernplatz.
Und dann gibt es natürlich auch eben so ein bisschen die spezielleren Brüder und Schwestern. Die vielleicht nicht so gelismet sind wie wir. Wo wir uns vielleicht sogar manchmal fragen, Jesus, du nennst den oder die Bruder oder Schwester. Aber in dem Moment müssen wir, glaube ich, aufpassen. In dem Moment sehen wir etwas von dieser gewaltigen Liebe und Akzeptanz, die Gott hat. Und dass uns wirklich nur der Glaube an Jesus gerecht macht. Und nicht Sympathie oder weil jemand so nett ist. Denken wir daran, wir brauchen Gnade und andere brauchen auch Gnade. Und die müssen wir ihnen wirklich auch geben. Ja, und das Letzte, was Gott tut und was wir miteinander anschauen wollen, das ist, dass Gott dein Vater wird. Er wird dein Vater. Ist interessant, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wie sie beten sollen, hat er nicht gesagt, betet doch, oh himmlischer Gott. Er hat auch nicht gesagt, betet doch einfach, lieber Gott. Sondern er hat etwas anderes gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr betet, sagt doch, aber, lieber Vater. Das ist der Ausdruck, der für das gebraucht wird. Das heißt, Gott ist es darum gegangen, wenn wir mit ihm in Verbindung treten, soll die Beziehung zu ihm als Vater wirklich im Zentrum stehen und für uns da sein. Ich weiss, die einen oder anderen, wir sind nicht mit einem guten Vaterbild aufgewachsen. Uns haben die Sachen vielleicht gefehlt, vielleicht haben wir Verletzungen auch aus dieser Zeit mitgenommen. Und weißt du, ich möchte dich einladen, heute Morgen, das Bild, das du hast in Bezug auf deinen Vater, das, was negativ ist davon, das nicht zu übertragen auf deinen Vater im Himmel. Vielleicht wäre es jetzt eine Chance, an dem Tag, wenn du die Message hörst, dass du sagst, weißt du, ich will meinem Vater, vielleicht auch der Mutter, ich will bewusst vergeben, weil das soll mir nicht im Weg stehen, den Vater im Himmel besser kennenzulernen. Und dann bete doch jetzt mit mir. Und du kannst vielleicht sagen, Vater im Himmel, danke für alles, was ich hatte durch meinen Vater und durch meine Mutter. Aber dort, wo Sachen gefehlt haben, dort, wo Sachen mich verletzt haben, wo ich Hoffnungen hatte, die nie erfüllt worden sind, da will ich ihnen von ganzem Herzen vergeben. Ich will etwas im Ziel haben von meinem Leben. Ich will dich besser kennenlernen. Und ich will lernen, meine Erwartungen nicht an die irdischen Eltern zu setzen, sondern in erster Linie an dich, den lebendigen Gott. Hilf mir, frei zu werden vom Alten und zeig du mir, wie du wirklich bist. Amen. Hey, das ist so ein wichtiger Schritt in dem. Das ist mein Gebet, dass du eine frische, eine lebendige, tiefgehende Beziehung zu dem Vater kannst haben. Wie hat er dich doch lieb? Wie muss er dich lieb haben, dass er dir immer wieder vergibt? Wie muss er dich lieb haben, dass er bereit ist, jeden Tag für dich da zu sein, dass er dich keine Sekunde vergisst? Wie muss er dich lieb haben, dass er dich sein Kind nennt? Wie muss er dich lieb haben, dass er sogar sein Bestes gegeben hat, Jesus Christus für dich? Zweifle nicht an dieser gewaltigen Liebe vom Vater im Himmel. Jesus hat einmal eine Geschichte erzählt von 2 Söhnen, die eine dysfunktionale Beziehung hatten zu ihrem Vater. Das war der jüngere Sohn. Und der hat gemeint, ohne den Vater geht es mir besser. Und er hat sein Abenteuer gesucht und ist weggegangen vom Vater. Hat sich sein Erbe auszahlen lassen. Der hatte einen älteren Bruder. Der hat gesagt, das würde ich nie machen. Ich bin hier im Haus vom Vater. Er hat sich richtig verhalten, hat es so gemacht, wie der Vater wollte. Aber weißt du was, ihm hat auch etwas gefehlt. Eigentlich das Gleiche, wie dem jüngeren Sohn gefehlt hat. Eine tiefe, liebevolle Beziehung zu seinem Vater. Und ich kann mir vorstellen, heute hören verschiedene Menschen zu, denen es unterschiedlich geht in Bezug auf den Vater im Himmel. Hey, vielleicht geht es dir so, wenn du von Gott hörst, dann gibt es bei dir eine Reaktion. Und die ist der Vater im Himmel, das ist der coolest Dad ever. Wenn du an den Vater im Himmel denkst, weil du sein Kind geworden bist, da jubelt es in dir, da hast du eine riesige Freude, da kommt eine Tiefe rein, eine Vertrautheit rein. Und ich werde dir Mut machen, hey, bleib bei dem. Lass die Beziehung zu ihm immer tiefer werden. Hey, und wenn du ihn schon so liebst, ich werde dir sagen, es wird noch besser, je tiefer du das dann kennenlernst. Aber vielleicht sagst du, hey, mir geht es gar nicht so. Ich bin mehr wie der ältere Sohn. Ich bin mal im Haus vom Vater gsi. Aber weißt du, ich habe mich abgewendet von ihm. Ich bin weggegangen. Ich habe gedacht, Gott, das ist nicht cool, das ist nicht lässig. Und du hast dein Vergnügen, du hast dein Leben gesucht,
ohne ihn. Ohne eine tiefe persönliche Beziehung zu ihm. Und weißt du, heute lädt dich der Vater ein. Und glaub mir, er sagt dir, komm zurück. Das beste Leben findest du wirklich bei mir. Ich bin der, der weiss, wie das Leben funktioniert. Und ich bin der, der weiss, was du brauchst. Komm zurück zu ihm. Komm zurück ins Haus vom Vater. Vielleicht bist du wie der ältere Sohn. Bist ein guter Christ, ein vorbildlicher Christ. Vielleicht sogar ein Vorbild für andere durch dein Gebetsleben, durch deine Bibellese, durch deine Teilnahme am christlichen Leben, an den Gottesdiensten, durch deinen Dienst für Gott. Aber dir fehlt etwas. Dir fehlt eine Freude, dir fehlt eine Begeisterung an Gott. Eine Liebe zu ihm. Und weißt du, wenn es dir so geht, ich will dir sagen, hey, tritt dein Erbe an in der heutigen Botschaft. Nämlich das Erbe, den Vater im Himmel kennenzulernen, die Freude kennenzulernen, die wir überkommen, wenn wir wirklich eine Offenbarung haben von ihm. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht aus dem 1. Johannes Kapitel 3 und den möchte ich einfach noch in unsere Mitte legen. Und ich habe ihn schon umgeschrieben, dass es ein persönlicher Vers ist. Dort sagt der alte Johannes, der über 90 Jahre alt ist, er sagt, eigentlich schon umgemünzt für dich, schau doch, ich will sehen, wie viel Liebe mein himmlischer Vater für mich hat. Und er sagt in anderen Worten, hey, du brauchst eine Offenbarung, du brauchst eine Erhellung, eine Erleuchtung davon. Wie gewaltig ist denn die Liebe vom Vater? Wie cool ist denn das, von ihm wirklich geliebt zu sein? Er hat Jesus lange schon kennt. Aber man merkt ihm auch, sogar als alter Mann, er ist immer noch überwältigt und er scheint die Liebe von ihm immer besser kennenzulernen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, hey, weißt du, ich habe den Vater und die Beziehung zu ihm, ich habe das gar nicht. Ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Die Bibel sagt, es gibt einen Weg, wie du eine persönliche Beziehung zu dem Vater im Himmel kannst bekommen. Und das ist, indem du Jesus in dein Leben aufnimmst. Indem du ihn zum Herr von deinem Leben machst. Und ich will dich einladen, mach doch den Schritt heute. Komm zu Gott. Lass den Vater im Himmel dein Vater werden. Und wenn du das möchtest, bitte bete doch jetzt mit mir. Und du kannst sagen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir aufrichtig leid. Danke, Jesus Christus, dass du meinen Alleingang und all meine Sünden vergeben hast, indem du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich will dir vertrauen und bitte dich, komm in mein Leben, bist mein Erlöser und Herr. Lass mich deine Liebe erfahren und deine guten Absichten für mein Leben erkennen. Amen. Von jetzt an bist du ein Kind von Gott. Du darfst ihm sagen, lieber Vater, und darfst ihn immer besser kennenlernen. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen zu dem Schritt. Und übrigens, du bekommst auch eine neue Familie. Und das sind wir, das sind Christen. Das ist eine Kirche, wo Jesus im Zentrum ist. Und weißt du, darum hätten wir auch Freude, wir könnten dich auch persönlich kennenlernen. Schreib uns doch. Du siehst unten auf der Website oder wo du es angeschaut hast, die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Gib uns doch ein Signal, wenn du diesen Schritt heute gemacht hast. Wir würden gerne für dich beten und dich kennenlernen. Und uns allen will ich sagen, was für einen wunderbaren himmlischen Vater haben wir doch. Lasst uns nie Zweifel aufkommen lassen an seiner Liebe. Und im Gegenteil, lasst uns alle ihn immer besser kennenlernen. Das soll das Ziel sein, auch gerade für die nächste Woche. Gott segne uns. Amen.